Ein halber Hektar Wald, so viel ist notwendig, um den jährlichen CO2-Ausstoß einer Person zu neutralisieren. Um zu verdeutlichen, wie groß diese Fläche ist, sind die Stämme der Bäume, zwischen denen sie jetzt stehen, leuchtend blau angemalt. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Ballsaal so groß, dass er eines Palastes würdig ist. Sein Dach aus Blattwerk, wo die Sonne hindurch schimmert und das sanfte Blätterrauschen mit hellem Vogelgesang hörbar ist. Zu dieser Musik könnten Sie 3000 Pirouetten drehen, um den Saal zu umrunden. Aber Achtung, Sie befinden sich nicht alleine auf der Tanzfläche, sondern mit 300 potenziellen Tanzpartnern. Unser Lebenselixier, die Luft, die wir einatmen, versorgt unsere Lunge bei jedem Atemzug mit Sauerstoff, den unser Körper zur Verbrennung von Kohlenhydraten benötigt. Die dadurch freigesetzte Energie dient zur Erhaltung der notwendigen Vitalfunktionen und zum Tanzen. Der Verbrennungsprozess in unserem Körper hinterlässt, wie jeder andere, Rückstände in Form von Kohlendioxid, dessen wir uns durch das Ausatmen entledigen. Die Bäume nehmen es auf und wandeln es in ihren mit Chlorophyll gefüllten Pflanzenzellen mit Hilfe von Wasser- und Sonnenenergie zu Kohlenhydraten um, die sie ihrerseits zum Wachstum benötigen. Als Nebenprodukt dieses Vorgangs, den wir unter dem Namen Photosynthese kennen, fällt Sauerstoff ab, den wir wiederum einatmen. Bei der Bewegung im Rhythmus der Natur kann man die Kreisbewegung eines harmonischen Tanzes annehmen. Doch wir stürmen voran und geben wesentlich mehr CO2 in die Atmosphäre ab, als die Pflanzen um uns herum aufnehmen können. Alltägliches wie Autofahren, Stromverbrauch, exotische Lebensmittel oder in fernen Ländern hergestellte Kleidung kaufen, verantwortet jeder Bürger durchschnittlich die Freisetzung von 6 Tonnen CO2 pro Jahr. Alle Wälder auf dem Gebiet von Schifflingen zusammen binden im Jahr ca. 3000 Tonnen CO2, was ungefähr dem CO2-Ausstoß von etwa 500 Menschen in Schifflingen gleichkommt. Laubbäume leisten in dieser Hinsicht mehr als Nadelbäume, weil sie ihre Blätter jedes Jahr abwerfen und der darin enthaltene Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Die Wälder von Schifflingen können nicht den gesamten CO2-Ausstoß der Gemeinde auffangen, auch wenn sie einen großen Beitrag leisten. Energiesparen und der Ausbau erneuerbarer Energieträger sind also weiterhin wichtige Ziele.